Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind ja, nicht im Goniland, aber wir sind an der Auto Zürich, beziehungsweise sind wir noch vor dem Hallenstadion. Wir gehen heute an die Auto Zürich. Die Messe ist gerade hier hinten, die macht jetzt gerade auf. Wir haben jetzt 5 vor 10 Uhr, um 10 Uhr macht sie auf. Und wir schauen ein bisschen an, was so rumsteht. Hinter der Kamera der One and Only Magic Card, an ihm geführt. Der ist jetzt heute ein bisschen nebenbei mit Kameramann, aber wir werden natürlich auch Autos so anschauen. Und ja, ich bin gespannt. Auf welches Auto freust du dich eigentlich am meisten? Koenigsegg. Koenigsegg. 60 Autohersteller sind, glaube ich, da. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Autohersteller gibt. Wir schauen mal, vielleicht hat es ein paar coole Sportwagen darunter, die wir filmen können. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Wir gehen mal in die Messe rein, beziehungsweise wir müssen wahrscheinlich jetzt noch anstehen. Ich hoffe, es hat nicht 1 Million Leute oder viel zu viele Leute. Sonst wird es auch schwierig mit Filmen, aber ja. Wir schauen mal, wir legen los. Let's go. Ja, C5 Aircross, ja, alles schon verkauft. Aber der neue, den haben sie noch nicht ausgestellt. Der neue EC4, EC3 heisst er. Aber der Oli haben sie. Der ist schon geil, auf das Dach kannst du raufhocken. Der ist schon geil. Aber das ist eben nur so ein Konzeptauto. Er wird leider nie auf die Schweizer Straßen schaffen, aber der wäre schon cool. Der sieht schon geil aus. DS Automobil. Ja, jetzt auch nicht, es sieht recht plastik aus. Aber weißt du, was ich mich frage? Das ist doch ein E-Auto, wie sollte das Schaltwippen? Gibt die auch Schalt in der Formel 1? Das weiss ich wirklich nicht. Ja, der Heckdiffuser ist rum. Boah, shit, ey, die sind nur krank. Alter Schwede, ey. Hey, das ist abartig. Ah, der, weißt du, volles Carbon. Hey, sogar die Felge ist mit Carbonoptik. Aber die Frontkamera hat er verbaut. Parksensoren sind auch dabei. Da willst du mehr. Gut ausgestattet, das Auto. Aber weißt du, was ich mich gerade frage? Wieso haben sie in der Formel 1 so ein Safety Car? Der würde immer in Geschwindigkeit erreichen. Ja, Lamborghini ist nicht so. Ist nicht so mies. Ich weiss nicht, ob der immer so verbreitert ist. Aber der ist verdammt breit. Einer von 200. Die Felge ist auch gigantisch. Aber auch innen die Ausstattung. Abartig. Nur der Sitz sieht recht unkomfortabel aus, muss ich ehrlich sagen. Aber siehst du das? Die haben einfach Schwedenfahne reingesteckt dort. Und das Fenster ist auch lustig gemacht. Da ist immer so ein kleiner Spalt, der aufgeht. Aber das kannst du hinten einsteigen und musst du die ganze Tür auftun. He? Also eigentlich hat er die gleiche Funktion wie ein Ford Fiesta. Aber der Topf ist krass. Einfach nur so das Endrohr dort. Unglaublich, ey. Unglaublich. Also so einen Sitz würde ich jetzt auch nicht ins Auto reinbringen. Nur die Handbremse, ey. Einfach kommt fast an die Decke rauf. Aber es sieht nicht einmal so schlecht aus. Also, ich würde mich noch wundern, was der so zieht. Ja, wenn wir eine Runde Rocket League spielen. Schau da hinten, kannst du auch. Ey, oh, ich habe hier so einen schwarzen, schönen Controller. Das ist wirklich geil. Herzlich willkommen in meinem neuen Gaming Room. Wir spielen gerade Fortnite. Noch nie gespielt in meinem Leben. Alter Schwede. Der sieht ja mal richtig krass aus.
Also Felgen würde ich nicht nehmen, ich würde eine andere Felgen nehmen. Aber sie hätten die Nummer vom Ocon nicht drauf tun. Das ist aber nur wieder ein Showcar. RWR 23. A523, das wäre ja das jährige Modell. Ja, also die Livery ist schon von dem Jahr. Die haben doch da Aber, das ja, ja. Schwarze, wo so- Aber weißt, ich frage mich eben, Alpine ist doch 21 gekommen. Ob das nicht sogar noch ein Renault eigentlich ist, weißt du, weil von der Aerodynamik denkt mir das hure viel und das haben sie glaube ich erst im 20 drin gehabt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das 20er Chassis ist. Hinter ist einfach das 10 drauf und das 31. Aber der Topf ist schon krass hinten, der Auspuff. Also ich habe das Gefühl, das ist ein 20er Modell. Also ich weiß nicht, ob es 21 ist. Aber dann wäre es eigentlich ursprünglich ein Renault gewesen. Aber du. Schon geil aus. Aber es sieht alles irgendwie so billig aus. Aber das ist aber das Ding sind. Mustang Mach-E Rallye. Der sieht ja, das ist allein. Der sieht genau gleich aus. Ich hätte jetzt gedacht, der sieht innen ein bisschen Rallye-mäßig aus, aber der sieht innen genau gleich aus wie der normale Mach-E auch. Der Lightning, der ist schon krass. Also der Explorer soll schon im Ende dieses Jahr veröffentlichen, glaube ich. Haben sie es verschoben. Und mit dem fahren sie jetzt einmal um die Welt herum. Elektrisch. Ja, haben wir den viel grösser vorgestellt. Da kommen wir zu der grössten Trauermusik hier heute. Kannst du reinlaufen? Ja. Hey, Magic Card. Guter Kameramann läuft einfach schon rein. Ich glaube, so müsstest du eigentlich einen VIP haben, dass du rein dürft. Wir sind von der Presse. Schon gut. Schau mal, Bremssättel leuchten sogar mit Peugeot. Ja, aber was ist das für ein Autositz? Da ist aber Peugeot wieder ganz speziell unterwegs gewesen. Ja, die Sitze sehen also jetzt gar nicht bequem aus. Die sehen das so wie aus Minecraft geschnitten. Aber hinten sieht er schön aus. Sieht halt schon mega futuristisch aus. Aber ja, voll. Hast du auch noch irgendein Display? Der gesagt. Ja, so einen müsstest du in der Formel 1 müsstest du haben als Safety Car. Der ist sicher unterwegs mit so etwas. Habe ich mir gestern bestellt. Gestern gerade bestellt. 911 Turbo. Sieht schon auch frech aus. So. Hockenheim Edition. Taycan GTS. Jetzt kommen wir hier zu den wahren Prachtexemplaren. Jetzt bin ich gespannt, was da so rumsteht. Ja, aber da gab es noch Kaffee. Oh, das schmeckt schon so richtig Oldtimer-mäßig, so nach Benzin und alt.
Das war es vom heutigen Video von der Messe, Auto Zürich Messe. Ja, hat viele coole Autos gehabt. Wir haben sehr viel filmen, beziehungsweise Match hat alles gefilmt, danke an dich. Und ja, hoffe euch hat das Video gefallen mit meinem Kommentar. Vielleicht manchmal drin. Wir stehen jetzt hier, ihr müsst vielleicht im Hintergrund sehen, fast vor dem SRF-Gebäude, also ihr wisst, wo die nächste Anlaufstelle ist bei mir. Nein, aber das war es. Merci vielmals, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht das Video zu bewerten, würde mich immer freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.